Guten Tag, met Nene. Da bin ich noch eens mal weer. Rapunzel, Rapunzel, laat ihn Haar herunter. Dat kennen wir ja wisse noch. Und dat alle Märchen, wat die Grimmbrüers sich utdacht und upschreiben hebt. Ich will dat Märchen is in platt verlesen, wat ich upschreiben heb. Etwas is mal ein Ehepaar, die sich nix mehr wünschten als ein Kind. Apat, et woll und woll nicht klappen, wann die Frau auch unser Herrgott anbädeln, te helpen. Achten, an der Hus hatten sie ein klein Fästerken, van wo sie in een wunderbaren Garten kicken können, wo Blumen und Gemüse in Hülle und Fülle was. Und den Garten hören ne Zauberin to, und die olle Hexe lädt nüms nicht in ihren Garten. Alle Lö in die Umgegend hatten Angst für er. Die Frau, die dort Fässer keek, sucht dort Rapunzeln wassen. Von dagen wird dort ja Feldsalat auf Feldschlort nömt, grün und frisch tot anbieten. Sie was in die letzte Tiet schlecht terechte. Sie wurde minner und minner. Den Mann meg sich Sorgen sine Frau und froh, wat er maken kun, dat et mit er wer barch upging. Ach, klagte sie, wann ich doch bloß Rapunzeln te äten hatte, dat de mi gut, süß mut ich war bolle starven. Den Mann hatte Mitleid mit sine Frau und stich abends über die Gornmühe und hal ne Arm voll Rapunzel, wo sie sich forts ne Schlot fand rechte Weg. Am nächsten Tag ha sie noch mehr Appetit ob die Rapunzeln und darum sprung he wer über die hohe Mühe, Rapunzeln zu klauen. Apat, da stön die Zauberin in ihren Gorn und fünk an te schennen. Wat meckst du hier in mien Gorn? Du hast hier nix zu söken, mag dat du wegkümmst. Als dein Mann vertellen, dat sine Frau so krank was und die Rapunzeln so gut helpen, wer ob de Beine zu kommen, krieg sie Mitleid mit die beiden und sie bede an, so voll Rapunzeln mit nehmen, als sie woll. Apat. Sie stellt auch die Bedingung, dat sie dat erste Kind hebben woll und sie woll et uptrecken, als wann irgendwas. In sine Not sagt der Mann dat okto. Als die Frau noch längere Tiet in Kram lach, quem die Hexe und verlangen dat versprochene Kind, wat auch übergeben wurde. Sie nömte dat Dernken Rapunzel. Rapunzel was ein nütlich und freundlich Meiken, apat et wurde von der Welt abschirmt. Als et so gut und wall 12 Jahr alt was, wurde sie in een hohen Torn, weil in een düstern Busk stön, insperrt und satt da jahrenlang alleine bovendrin. Den Torn hatte keine Tür und auch keine Trappe. Et gab bloß ein klein Fässerken, ganz hoge unter Dach, wo man herutkicken kun. Wann die Zauberin in den Torn woll, stön sie unten an den Torn und rieb, Rapunzel, Rapunzel, laat ihn Haar herunter. Und dann meg Rapunzel die Haare los und die Hexe stieg dran hoge. Eines Tages was auch den Königssön mit die Pferde unterwegs in den Busk. Hier hören ne wunderbaren Gesang ut den Torn. Hier waste ganz von Annedorne und woll wetten, weil do so as ne Engel singen kun. Hier socht die Döre, in den Torn zu kommen, apat, hier kun keine Döre finden. Elke Dach meke sich ob den Weg nur den Torn, die wunderbare Stimme zu hören. Als ein paar Tage später wer in den Busk quem, so die Zauberin kommen,
verstoppte sich gau achter ne dicken Boom und warten af, wat no war passieren. Da hören he die Hexe ropen: Rapunzel, Rapunzel, lad die no Haare herunter. As sie such, dat van boven uter Tornfässer ne lange Haarfette, so fin as gesponnen Gold herunterfiel und die Zauberin sich dort dran hangeln und no boven stich, nahm sich für, et auch so zu versöken, wann die Zauberin wer weg was. Als die Luft rein was, rieb sie von unter den Torn herab: Rapunzel, Rapunzel, lad din Haar herunter. Und genau so, als bei der Zauberin, fiel die Haarfette ut dat kleine Fester und den Königssön stieg dort dran hoge. Rapunzel was verschrocken über diesen Besög, aber den jungen Mann kün freundlich to. Und wegen hat ja so gut utsuch und er vertellte, dat he sich so in ihren Gesang verlebt hatte, dat he unbedingt wetten woll, weil dat fine Stemmken to hörte, krieg Rapunzel Gefallen an und sie verliebten sich in Nene. Noch korte Tit frug he Rapunzel, ob sie seine Frau werden woll, und sie sag dat gerne to. Sie wassen an Prakeseren, wo sie wat ut den Turn kommen kun. Rapunzel schlög vor, für dat he bei jedem Besög ein Stück Siedenstoff mitbringen soll, die sie dann an Nene knüppen und tonne Leder machen wollen. No quem he elke Dach in den Torn, wat die Zauberin natürlich nicht wetten drauf. Aber eines Tages verplappern sich Rapunzel wie die Zauberin, als sie sei: Frau Gotel, wo kümmt dat ihr voll schwerer Hoge zu trecken bünd, als den Königssön? Gotel bedüt Patin. In Alemannisch nimmt sie von Tage die Patentante ja auch immer noch Götti. Oh, ich heb die hier von alle Welt abschluten wollt und nur bedrachst du mi hier, sagt die Zauberin. Nun nahm die Hexe eine große Schere und schnitt ritsche, ratsche die Haarfette af, meg sie an den Fäserhaken fasste und wochten ob den Königssön. Als den jungen Mann to hoge quem, verspotten sie Du häst hier wal wet anders hier verwocht as mi, aber dat Vögelken singt nicht mehr für die Katte heftet halt. Van Pine bedröft, fehl he no ut dat Fässer trüge und gerott dorbi in Struck von Spitzgedörne, die in die Augen stocken, so dat he no blind was. Die Zauberin hatte Rapunzel tüsken Tietz in eine Wüste nähbracht, wo sie in Not und Armut leben moch. Den Königssön kun sie in die öde Gegend nicht finden, wann he auch 7 Jahre nur seine Rapunzel such. Eines Tages hören he ne wunderbaren Gesang und he erkannte darin seine liebste Rapunzel wär. Als sich die beiden Nöger quämen, fielen sie sich hüllend um den Hals. Rapunzel hatte in Tüsken Zwillinge, in Junge und in Maiken kriegen, wat die Kinder von den Königssön wassen. 2 Dröppelkes von die Tränen fielen den Königssön in die Augen und hier kun wer ebenso gut kicken als früher. Die Vier mieken sich mit Nene ob den Patt in dat Königreich, wo sie mit n grot Hallo empfangen wurden. Sie wurden traut und leben noch jahrelang glücklich mit Nene. So, nu halt du Krängel und ich sag, gut gone.